Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich es eigentlich geplant hatte, aber ich war am Montag krank und ja, sagen wir mal, also vielleicht hätte ich können streamen, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich das, sagen wir mal, 2 Stunden aushalte oder 1,5 Stunden. Und ich finde das danach immer ein bisschen unglücklich, wenn ich dann sage, ah jo, streamen geht, aber auf der Arbeit bin ich krank. Das mag ich nicht so. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Problem wäre. Ist ja schon mal was anderes, aber ja, das mache ich nicht gern. Ähm, und ich war wirklich nicht fit. Also, das muss man halt tatsächlich sagen. Von daher geht es aber heute weiter. Wir haben, wenn ich das jetzt richtig erspähe, 97 Punkte. Ich habe gesagt, ich trainiere jetzt bis 100. Und wenn ich die 100 voll habe, dann übe ich noch ein bisschen Gargoyles und dann geht's los. So, das bedeutet, was ist denn heute? Samstag, ne? Also wir machen heute auf jeden Fall einen Sense Fortress weiter und dann machen wir auch die 100 voll. So, und dann würde ich trotzdem sagen, machen wir heute weiter, ganz normal. Dann vielleicht, keine Ahnung, 105 oder so oder 110. Und am Montag üben wir die Gargoyles. Das ist jetzt erstmal der Plan. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir am Samstag loslegen oder die Woche drauf montags. Ich müsste mal gucken, das ist der 29. dann, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, jo, da hätte ich grundsätzlich auch, zumindest Stand jetzt, abends Zeit. Wir müssen dann noch ein bisschen Plänchen machen, weil ursprünglich habe ich mal überlegt, okay, ich klatsche der André, krieg von dem das Wappen des Astorias, kann man die Steinrüstung holen und so weiter und so fort. Das Ungünstige daran ist, dass ich dem die große Glut geben muss, um mein Waff auf plus 10 oder plus 15 zu machen. Eins von beiden ist auch egal. Ähm, und das wäre schon wichtig, ne? Von daher ist die Frage, ob man den jetzt vielleicht doch nicht klatsche und ihm dann die 20.000 Öcke dafür gäbe. Ob man einen anderer Weg findet zu dieser Steinrüstung. Also wenn ich mich richtig entsinne, ich bin mir nicht sicher, gab es da noch einen anderen Weg? Ich glaube nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig, ich muss mal gucken. Ja, aber das ist jetzt mal erstmal so der grobe Plan. Jo, dann würde ich sagen, hier die Anzeige haben wir angepasst. Gehen wir mal ins Spiel rein und gucken mal, was läuft. So, jetzt können wir ja mal direkt gucken. Jo, ja. Plus 5 habe ich das Ding. Um auf plus 10 zu kommen, brauche ich die große Glut. Die geht aber nur beim André. Der André ist. Und von daher, also da müssen wir uns dann echt überlegen, wie wir das machen. Ich will eigentlich keine 20.000 Öcke für dieses dumme Wappe bezahlen. Will ich halt wirklich nicht. Wow. Alter. Das fängt hier echt schon mal richtig geil an, ey. Das machen wir normal. Das machen wir normal.
Es ist jetzt steuerungstechnisch natürlich wieder grauenvoll. Ich sage es, wie es ist. Ich habe jetzt je länger kein Dark Souls mehr gespielt. Also ich spiele das im Grunde genommen immer nur im Stream. Also wissen wir ja selbst, was ich, 2 Wochen oder wie lange das her ist. Und zwischendrin habe ich, keine Ahnung, 20 Stunden Borderlands gespielt. So, jetzt will ich natürlich zum Sprinten wieder auf die Shift-Taste drücke und so weiter und so fort. Das ist jetzt schon wieder alles. Wait, warte mal. Die Bodenplatte löst die jetzt gar nicht aus. Was ist denn das? Müssen wir den halt so machen, ne? Kennen wir nix. Stark, Junge. Aber nicht stark. Oh, ich hab schon gedacht, verschlafst du nicht. Aber nicht stark genug. So. Wo bleibt der an der Lappe? Komm her. Vorbei. Vorbei. Oh, das war nicht vorbei. Schön der Arschbohrer angesetzt. Geil. So. Geht doch. Gut, also hier oben. So. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir da hinterlaufen und der uns mit irgendeinem Pfeil dann da irgendwo runterstuckt oder sowas. Das wollen wir nicht. Oh, warte mal. Ich habe irgendwas geguckt, keine Ahnung, irgendein Short oder irgendein Scheißdreck. Ach, ich weiß es wieder. Das war hier, glaube ich, vom Jay Riddle oder wie er heißt. Irgendwelche Reactions auf irgendwas. Die hat auch alles gesagt, wait a minute. Jetzt will ich die ganze Zeit wait a minute sagen statt wart. Ah, was ist er? Geil. So. Jetzt kommt der Golé-Stoff hat. Sehr gut. Stark. Kann man da so ein bisschen so gucken, wo die Brick kaputt ist, und das sind die Sichel, ne? Glaube ich. Dann möchte ich hier wieder stehen bleiben können. Ja, gut. So, jetzt muss ich mir gerade überlegen. Ich glaube, hier ist der Aufzug, ne? Wenn nicht, sind wir gleich wieder tot. So, jetzt machen wir zuerst die Riese weg. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob der Punkte gibt. Ich befürchte nein. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie kamen wir nochmal zu dem Riese. Das war hier, glaube ich, irgendwie hier über die Brücke-Geschichte oder so ähnlich, kann das sein? Und dann hier im Turm dann irgendwie hoch oder so. Hier ging es irgendwie die Treppe hoch, ne? So, und da ist dann der Riese. So, bevor wir da jetzt irgendwas machen, jetzt gucke ich noch mal mein Dokument, wie man uns überlegt hatte, den eigentlich zu
bekämpfe. Mit Feuerbomben kaputt mache. Kann ich überhaupt Feuerbombe? Ja, komm, wir machen zuerst mal die Kleine. Aber... Wow, falsche Richtung. Das ist jetzt kameramäßig, ne? Ich will halt auch alles quasi mit der Kamera so... Macht auch nicht so viel Schade. Stark. Durch die Wand durch. Hat's drauf. Jetzt könnte man theoretisch noch die andere ausrüsten. Ist halt die Frage, ob man das überhaupt mit der Feuerbombe macht oder ob man quasi mit einfach angeht. Und tut weh mir. Das war das Falsche. Ob man nicht besser einfach angeht und tut Giftpfeile oder so nehmen. Ja, wenn er da hockt, das ist mir gerade am liebsten. Also, die Feuerbombe-Taktik, die überzeugt mich jetzt erstmal nicht so. Stattdessen würde ich viel lieber hingehen und quasi warte, bis er dort in der Ecke hockt. Klar, dass das nicht geht. So, ein Schwart, bis er da hockt, dann gehe ich raus, gebe ihm 3 Schläge mit meinem Schwert und dann hau ich wieder ab. Wäre doch eigentlich die bessere Taktik, oder? Vielleicht habe ich aber auch statt, also ich habe hier hingeschrieben, Riesen mit Feuerbomben machen. Vielleicht habe ich gar nicht gemeint, ich will Feuerbombe draufschmeißen, sondern der Riese, der die Feuerbombe schmeißt. Mit 18, ne? So. Aber notiert, weiter geht's. So. Der andere Kollege hier. Blitzspeer könnte ich machen. Danach wäre ich nach Anor Londo teleportiert. Ist die Frage Punkt 1. Haben wir den Blitzspeer? Ich meine schon. Das nächste ist... Könnte man den vielleicht aufleveln? Ja, jetzt geht's gleich los. Sollen wir hier nochmal Safe Game anlegen vielleicht? Gut, wenn man Anor Londo sind, das dauert dann halt schon seit Zeit, bis wir wieder ohne sind, ne?
wäre vielleicht schon irgendwo ein bisschen die Frage, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir besser hier vorher machen, bevor wir nach Anor Londo gehen. Aber jetzt... Kristallhöhle, Katakomben, Grabmal der Riesen. Ja, die andere Sache, die fühle sich jetzt aber auch noch ein bisschen früh an, streckeweise, ne? Gut, man könnte natürlich schon drüber nachdenken, ob man statt nach Anor Londo geht. Vielleicht. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich vergessen habe. Oh, scheiße. Mein Ding ist hier aufzumachen. Für die Safe Games. Also. Ja, okay, du mal da hier. Dann machen wir die Stimme Clay. Desktop. Zack. So, Speed Souls Run Organizer. Wird er wieder hinter dem Spiel aufgemacht. Das komme ich nämlich dran. Oder er wird gar nicht aufgemacht, so wie es aussieht. An error occurred. Ach, jetzt ist doch Gang. Naja, gut, warten wir mal ab. Import. Er hat nur was importiert. Wir gehen mal davon aus, es hätte funktioniert, aber eigentlich ist ja auch das Ziel, nicht zu sterben, ne? Dann wäre es ja auch egal, ob wir ein Safe Game haben oder nicht. Ich habe mir hier jetzt nicht viel aufgeschrieben für diesen Boss, aber ich kann mich doch noch genau daran erinnern, dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo runterfällt. Und dass man am besten wartet, bis der hier vorne irgendwo hinkommt. Wir haben eine Dogfight. Wie es ist, der ist mir so ein bisschen nah an dem Abgrund. So, eigentlich wären wir ja noch fast am liebsten, der die einfach irgendwo am Rand runterfallen, ne? Du wärst schon wieder fast so weit gewesen. Jetzt laufen wir mal was. Noch was? Jene Dreher habe ich nicht erwartet gerade. Der kam ein bisschen unvermittelt. Kommen wir noch ein paar Schritte hoch, wenn es geht, danke.
Ja, wenn die Ausdauerleiste leer ist, ist immer schlecht. Ne? Oh fuck, das ist Level zu Ende. Ah, ich wollte gerade springen. Jetzt hat er mich in den Fall. Macht der andere was anderes, wie so heiß Luft zu versprühen? Du musst mal aufpassen, wenn er dich doof fasst, dann ist es rum. Ja! Nein! Gehen wir nochmal zurück. Saufen nochmal was. Ja, das ist jetzt eine dumme Position. So. Ihr Leute, jetzt sind wir auf 102. Auf der anderen Seite, ich kann doch hier doch noch weitermachen, oder? Ich darf jetzt hier quasi nur nicht diesen komischen Leuchtring hier berühren, oder? Aber ansonsten bin ich doch eigentlich erstmal safe, dass ich hier bleiben kann. Auf der anderen Seite, was soll ich hier noch, ne? Ah, da unten ist auch noch eine Wiese. Gut, aber jetzt theoretisch könnte man jetzt trotzdem auch noch hier bleiben. Man darf jetzt nur nicht diesen komischen Leuchtring hier anberühren. Anberühre, ach so, bisschen geil, ne? Jetzt können wir aber zumindest mal probieren. Wir kamen, glaube ich, gleich Gegner. Wie waren das bei denen Gegner so? Also, wenn ich mich richtig erinnere, waren die eigentlich gar nicht so schwer. Aber ich könnte es auch einfach ignorieren, bevor ich zum Leuchtfeuer gehe. Aufsteigen. Was waren die nächsten Werte, die ich aufleveln wollte?
Beweglichkeit 20. Kann man mit dem, konnte man eigentlich schwätzen, ne? Ja, kann man natürlich nicht, geil. Also mich würde jetzt mal interessieren. Da unten kommt jetzt gleich noch mal so komischer, das ist ein Drache oder sowas. Also ich würde jetzt trotzdem mal zu dem schwarzen Schmied gehen und gucke, was mit dem geht. Gargoyle-Maske. Wo ich jetzt schon keinen Bock gehe, den zu kämpfen. Ach komm, wir gehen nur drin. Dann saufen wir was. Wann kommt denn der jetzt so hoch? Jetzt kann er der erste Mal Parfüm schnuppern. Ich meine, man muss natürlich sagen, so richtig viel abziehen, du die Geschichte nicht. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Wenn man jetzt mal guckt, da ist schon ein Zentimeter schon weg. Und warum soll ich mir jetzt das Leben schwer machen? Da fühle ich jetzt auch eigentlich nicht drin. Hier steht Titanit-Dämon. Ah, das ist der in dieser Kirche, ne? Gut, aber jetzt macht echt nicht viel Schaden. Ich würde halt gern zumindest mal spielen, bis wir zu dem schwarzen Schmied kommen. Ich weiß nicht so genau, wie lange das dauert. Das ist ja einfach nur dort vorne links drin eigentlich, ne? Aber den Aufzug können wir, glaube ich, noch nicht holen. Da müssen wir zuerst oben übers Dach und so runter und was weiß ich. Weil, ja, im Internet hat zwar gestanden, der kann die große Glut nicht nehmen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja, es läppert sich dann jetzt schon, ne?
Aber er ist noch nicht bei 50% angelangt. Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht so, wenn du 500 hast, dann können das so knapp 50% sind, ne? Dass er vielleicht so 1000 HP hat. Oder 900 könnte auch sein. Dann könnte er knapp bei der Hälfte sind. Jo, ihr Leid, keine Ahnung. Ich meine, man kann ja auch nicht jetzt das ganze Spiel in- und auswendig trainiere. Das geht dir jetzt auch nicht. Oder zumindest jetzt nicht so, wie ich das mache. Wir machen dann einen No-Death-Run und wir gucken, wie es läuft. Das Minimalziel wäre eigentlich dreistellige Punktzahl. Und wenn wir dann irgendwann sterben, dann machen wir da irgendwo Pause. Dann kann man ja mal gucken, ob man sowas in der Richtung im nächsten Jahr nochmal angeht, ne? Man kann sich ja auch langsam verbessern zu einem richtigen No-Death-Run. Aber es kommen ja immer neue Spiele nach, die man muss spielen will, ne? Also zum Beispiel Clair Obscur würde ich gerne mal spielen oder Expedition 330 oder wie es heißt. Ja. War noch irgendwas, was ich gesagt habe, das könnte man eigentlich im Stream spielen. Bloodborne habe ich noch, was ich noch spielen will. Wenn jetzt Indiana Jones DLC steht natürlich auch noch aus, habe ich aber nicht, ist mir zu teuer. Oder was jetzt zu teuer? Das kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe das ja im Game Pass gespielt. Und ich will mir jetzt aber nicht das Spiel kaufen für 70 Euro oder 60 oder wie viel es kostet und dann noch das DLC. Da will ich eigentlich nur warten, bis es bei Steam im Angebot ist. Ja, weil das DLC ist natürlich nicht im Game Pass drin. Klar. Ja, und es kommen jetzt ja auch noch ein paar neue raus, ne? Also ich glaube, von Lies of P soll irgendwie noch mal was rauskommen. Dann Tomb Raider, The Fate of Atlantis oder wie es heißt. James Bond. So viele geile Spiele eigentlich. Ja. So, und hier ist nämlich kein Hebel für den Aufzug zu betätigen, ne? Und deswegen müssen wir da vorne jetzt quasi über den Balkon aufs Dach. War hier eigentlich irgendwelche Kiste oder so? Nee, ne? Nee, ist tatsächlich nicht so. Ach, guck doch, da unten ist was. Ich würde aber jetzt eigentlich nur ungern mich hier jetzt so runterfallen lassen. Das machen wir dann so, dann gehen wir hier, dann ist die Fallhöhe nicht so hoch. Ich glaube, das war auch nichts Berauschendes, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Oh ja gut, Demonti, der nicht, der hat auch nichts verkehrt, ne? Aber brauche ich eigentlich nicht. Man muss halt sagen, ich hätte hier gern noch so 2 Ringe. Ne, ich glaube, es ist nur noch A-Ring, den ich gern hätte, ne? Aber da für diesen, um den Ring zu kriegen, fehlt mir so Schädellaternen. Die Schädellaternen bekomme ich hier erst später. Oder es wäre was, dass man jetzt wirklich, bevor man nach Anor Londo geht, dann wirklich dorthin geht, wo man zum Beispiel diese Schädellaternen bekommt. Das wäre natürlich eine andere Option. Ich weiß halt nicht, ob man dafür dann irgendwie zu schwach ist. Ach, guck mal, der hat was Falle gelassen. Wurfmesser, naja gut, brauchen wir das. Eher nicht, ne? Aber gut, man weiß nie. Wenn wo die Pfeile ausgehe. Nicht drauf, Schnaps auf. So. Nummer 1. Jedes Mal drehe ich in die falsche Richtung und dann denke ich, jetzt drehe ich in die andere Richtung, dann drehe ich doch wieder in die falsche Richtung. Wie weit tut denn der mir hinterherlage? Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, ob mir das hier fast ein bisschen zu gefährlich ist für den eigentlichen No Death Run. Oder ob ich an der Stelle nicht vielleicht besser, genauso wie davor, nochmal zurücklaufe auf die Empore. Ach, warte mal. Guck mal, warte mal. Warte mal. Hier ist eine Kiste. Wie wird man an die Kiste kommen? Ah, da ist so eine Treppe. So, dann
Müssten wir doch jetzt langsam an der Aufzug kommen. Genau. Dann betätigen wir den mal. Er könnte aber auch mal gerade gucken, wo der gerade steht. Vielleicht steht der hier schon an dem Leuchtfeuer da unten. Was geht da ab? Okay. Alles klar bei dir. Da kommen wir aber mit dem Pfeil nicht hin, ne? Ja, das war gut. Ah, aber so könnte man das doch packen, oder? Also jetzt keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt eh schon mal da sind. Ach jo, klar. Arschloch. Bleib stehen. So, jetzt warten wir halt noch mal, bis der sich abreagiert hat, bis der Gestank weg ist, dann hat wieder ein neuer Gestank. Ich kann mich an den Gagel tatsächlich gar nicht so wirklich erinnern. Es könnte höchstens sein, dass der irgendwann mal so unvermittelt aus der Tiefe hochgesprungen war, ohne dass es also mich überrascht hatte. Da war Arm oder irgendwas. So, jetzt müssen wir nur mal hier noch mal kurz unsere Notizen aktualisieren. Bla bla bla. Finsterwurz, Schandstadt, Sens Fortress. So, dann machen wir hier. So. Gut, dann haben wir hier erstes Leuchtfeuer. Warum habe ich dann jetzt... Also das regt mich auf hier, ne? Manchmal habe ich da gutes WLAN, manchmal habe ich da schlechtes WLAN. Ich glaube 450 oder 480 oder so ist er gelaufen, ne? Lager unten. Dann auf runterfahren. So. Durch Fenster Gegner mit oben füllen. Ja. Und immer wieder zur Empore zurück. So. Jetzt müsste er langsam aufhören. Ja. Jetzt wieder Doubles vorbeischieße. Gehen wir da hoch. Schon nur langsam, aber sicher.
Normal reicht das jetzt, bis dass er tot ist. Und dann können wir uns das Spektakel hier von hier oben angucken. Hey, der kennt dem Ganze, kennt der doch eigentlich kurzer Prozess machen, tut einfach da runterfallen und dann wär's gut. Gut, wenn er runterfällt, dann wird er unten auf den Steg fallen, kennt die Treppe hochgehen und auf mich draufhauen. Dann ist mir das lieber, er fällt nicht runter. Oder vielleicht so am Rand, ne? Da ist ja wieder kein Geländer. Und der Architekt hat wieder gut aufgepasst, da. Neu-Arnor Londo ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig noch zu dem Zeitpunkt. Er könnte halt höchstens wirklich bei den Skelette drin gehen, ne? Müssen wir so Waff heilig machen. Aber das ist schon nicht so einfach, ne? Das hat sich irgendwie am Anfang lang gezogen zwischen den Leuchtfeuern. Und war auch sehr duster. Ja, wenn wir jetzt quasi... Das weiß ich gar nicht. Muss ich jetzt noch eins runter zum Leuchtfeuer? Ich glaube schon, ne? Weil ich hätte dann vielleicht schon das Leuchtfeuer vorher mal noch geholt. Einfach damit wir es quasi holen. Ah ja, das ist jetzt die Geschichte. Da brauchen wir aber eigentlich nicht durchgehen. Das ist ja quasi Weg zum DLC. Sprich, man müsste jetzt eigentlich noch eins runterfahren. Das ist so langsam. Mir die Frage, wie rum geht's denn runter? So rum? Ja. Oh, das war der Weg, du. Und dann nicht doch gefunden. Leuchtet. Ich weiß gar nicht mehr, wie kann man nochmal zu der Gwendolin? Die war ja da hinten entlang, ne? Ich denke mal, ob man irgendwas da bieten musste, oder wie das war. Vielleicht muss man den Ring einfach anziehen oder so irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ach, ja, aber normal müsste ich 8 von den Dinger, von den Flakons reichen. Eigentlich ein bisschen schade, dass die zwei Gargoyles hier jetzt keine 3 Punkte gaben, ne? Weil, das sind ja so, wenn ich das richtig im Kopf habe, so einmal Gegner. Das heißt, die kommen jetzt hier nicht wieder. Was ich komisch finde, weil dieser Bernige Knight in Sen's Fortress, der da 3 Punkte gibt, der scheint hier irgendwie wieder zu kommen. So. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, ob du dieses Tor links auf ist. Oder ob man dort zuerst irgendwo durch muss, bevor man es aufmachen kann.
Wir rennen mal hoch und gucken mal. Und notfalls hauen wir wieder ab. Es sieht zu aus, ne? Es ist auch zu. Ist die Frage, kriegt man das von der Seite auf? Ja, ich hätte halt nur ungern da beide. Ich hätte gern, dass nur einer kommt, wenn ich ehrlich bin. Wow. Alter, was hat der da für eine Reichweite auf einmal? So wie der das gemacht hat, wäre die Treppe runtergefallen, hätte sich das Genick gebrochen. Jetzt kommt der andere von oben, der war da schon wieder auf dem Rückweg. Quatsch mal locker, ey. Sagen wir mal so. Wenn der mir jetzt nur laut geht. Oh, komm her, trinke mal was. Wow. Ich muss halt immer so ein bisschen den anderen noch so ein bisschen im Auge haben. Jetzt hat er Schiss gekriegt, ne? Weil er nie so viel Energie hat. Hätte ich das nur nicht gesagt. So, einer ist weg. Den anderen müssten wir eigentlich hier oben bekämpfen können. Ich habe halt echt die Befürchtung, dass wir das Tor von der Seite nicht aufkriegen. Warum muss ich denn immer recht haben? Warum? Ich könnte ja auch mal nicht recht haben. Weil das hier ist jetzt die dumme Stelle, ne? Die wahre Achscheibe. War links, glaube ich, noch einer. Ja. Der kommt hier bestimmt auch hoch. Und dann kommt halt auch wieder so die Sollbruchstelle in Anor Londo.
Da muss stehen jetzt! Herrgott noch einmal! So, meine Damen und Herren, hier ist, glaube ich, abgesperrt. Geil wäre es halt, wenn man von hier irgendwie snipen könnte, ne? Mit dem Boot. Geht aber. Ist nix. Ich glaube, sonst war hier 8 Leute. Obwohl man hier auch irgendwie lang laufen kann. Ne? Und dann könnte man da runterlaufen. Ja. Man kann aber von hier, glaube ich, nicht großartig querschießen, weil die Pfeile nicht durch diese Dinger durchgehen. So, jetzt habe ich mir hier aber tatsächlich auch nochmal eine Notiz gemacht. Wow, warten! Ich habe irgendwie auch sau wenig Menschlichkeit, ne? Aber ich glaube, weil ich der Spinn 30 Gepon oder so. Ich hatte aber jetzt, wenn ich ehrlich bin, ich hatte gedacht, dass der mich auf dem Steg noch nicht erwischt mit seinen Pfeilen. Ergibt ja auch gar keinen Sinn. Wie will der denn tot durchschießen? Das ist ein Korridor von 20 cm. Och nee, jetzt muss ich für die ganze Gegner nochmal machen. Aha, ich gehe Lust drauf. Ja, ohne Garantie, wenn ich mit meinen Pfeile hochgeschossen hätte, ne? Die wäre bestimmt irgendwo stecken geblieben. Problem ist halt schon, du musst hier 8 die jetzt kämpfen, ne? Weil spätestens gleich
ähm, ist es ja so, dass ich die Drache da hochdingen muss und dann hau die mir von hinten auf Kreis. Pfeile machen jetzt halt schon ein bisschen wenig schade, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Aber die Dodi mache jetzt quasi 6 mehr Schade. Und von denen hatte ich nur 20. Egal, der sogar nur 4 mehr Schade. Ja, Numero 1. Der Anne, der hat hier eigentlich nicht mehr viel. Wäre jetzt schon ein bisschen entspannter, wenn du plus 10er Waffe hättest, ne? Oh, Ewe ist er schön noch hin und runter gesprungen. Und jetzt macht er da so eine Aktion draus. Problem ist halt ein bisschen, ich muss ohne das Leuchtfeuer wahrscheinlich aufleveln, da ich hier mehr Flasche habe. Wäre halt geil, wenn mehr Treppe geht, ne? Das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. So, Shadow hochkomme. Ja, ja gut, eigentlich mit Kinder 4 kann man eigentlich auch ganz gut aushalten. Ne?
Tag irgendwie, oder? Hier hoch. Ich gehe du hoch. Du unten, ne? Dann du links hoch. Und dann bin ich an dem Posten hier. Und dann gehe ich dort weiter hoch. Das ist aber genau... Wo kommt denn dieser fucking Pfeil? Ich sehe hier keinen Gegner. Das ist so eine Rotze, jetzt mal ohne Scheiß. Du ist irgendwo ist irgendwie ein Gegner so weit weg, dass man ihn nicht sieht, welche oder er von irgendwas verdeckt. Hauptsache, er kann dann seine Pfeile durch irgendwelche Wände durchschießen auf mich. Viel schade mal mein Pfeile halt nicht, ne? Wollt du nicht irgendeiner runterfalle? Ah jo. Geradeaus Geschoss, aber quer das Ding der Steg hoch. Das klappt tatsächlich. Ich will halt hier nicht runtergehen, weil ich Schiss hab, dass mich dieser dumme Pfeil erwischt. Findet der ich nicht angehen, es trifft mich der Pfeil. Wo Eck steht er, oder? So, ne? Ah, der ist zu weit. Der ist zu weit weg, ne? Ja, ja, ja. Geil, wenn man den irgendeinen Trigger mitnimmt.
Wenn der dann da dahinter alle geht. Wow. Ja, der Versuch ist schon mal gründlich in die Buchs gegangen, ne? Ah, jetzt kommt der andere noch dazu. Ja, ist klar. Dass die aber auch auf beide Seiten sind müssen. Das könnte schon klappen mit so Hochrenner. Bin ich aber hinter der Säule, ist ja auch irgendwie nicht so hilfreich, ne? Und so, das kann ich auch alles kriegen, ne? Ja, wie mache ich denn den kaputt hier? Also zumindest wenn er den Bogen in der Hand hat, ist es schwierig, oder? Wäre halt vielleicht der andere Waffe auch ganz geil, so Speer, der nur vorne kickt. Oder die helle Bade. Gibt das halt nur was, was mir in der... Ich befürchte, der Kollege hat sich aufgehängt oder so. Ja, Tatsache. Das ist Absturzbericht. Die Stelle, die ist so assi. Und vor allem, der haut dir die Pfeile, ach, quasi, wie soll ich denn sagen? Der lädt dir an und macht quasi so Schnellfeuer, ne? So, zack, zack, zack. Das heißt, du hast überhaupt auch gar nicht so wirklich die Möglichkeit, von unten zu zielen und dann quasi auf gut Klick drauf zu schießen.
nicht, du jetzt wer was? Ah, du ist Claymore schon plus 10. Naja, es ist halt einfach andere Sache dann. Muss man halt echt sagen. Geh hoch. Das war eine gute Aktion von mir. Ich die Sache. Gut, der ist nicht die Arsenal und Pfanne, ne? Ich habe schwere Angriffe machen. Echt? Ach, von beide Seiten. Du kannst ja auch überall nicht schnell rennen, weil es nicht runterfällt. Ja, ich komme hier noch nicht mal um die Kurve. Kennt man vielleicht ausprobieren, wenn man die Wurfmesser ausrüstet, dass man uns dann anstelle mit dem Wurfmesser drauf, dass er vielleicht so nur hinne und dann nur runterfällt. Wir haben aber keinen mit Giftschade, ne? Das haben wir nicht. Ich soll jetzt irgendwo noch rumzappeln. Kann man nur so hinrennen. Den hätte man ja schon noch. Wo ich gerade springe. Warum werde ich denn da immer gesteckert? Wenn ich den treffe, wird er doch auch nicht gesteckert. Was habe ich eigentlich für Unge an? Der steckt Balance. Ja. Ausrüstungslast. Na gut, wir haben jetzt auch nicht die allergrößte Auswahl. Ne?
Ach komm, ich bin auch gesprungen. Was wollte ich machen? Ah. Ich glaube, hier auf der Ecke treffen mich die Pfeile aber nicht, oder? Da muss man echt aufpassen. Eigentlich habe ich ja gedacht, man kann doch eigentlich sogar nur runterfallen, aber ich glaube, man kann schon runterfallen. Also ich meine, der andere hat mich eben auch runtergeschossen quasi, ne? Also es scheint ja schon irgendwie zu gehen. Ja, aber es stört mir halt auch. Na, es stört mir halt aber auch nicht, dass ich quasi so jetzt. Ist dem scheißegal, dass ich dem Messer in die Brust schmeiß. Ist dem scheißegal. Schon hast du so lapidar angeschrieben, ne? Rechten Ritter kaputt machen, aber wie habe ich halt aufgelassen? Ich komme da halt auch mit Pfeile nicht weiter, ne? Also auch mit Giftpfeilen nicht, weil ich muss hier dann. Also macht eigentlich erst Sinn, wenn ich auf dieser Zwischenebene bin, mich hinter dem Turm verstecke. Nur jedes Mal, wenn ich rausgehe, fängt der ja schon an zu schießen. Und bis ich gezielt habe und geschossen habe, trifft mich der Pfeil und schwart mich schon hinten runter. Guckt, wie der das macht, der Kollege hier. Ja, aber keine Ahnung. Internet wäre total schlecht. Bla bla bla. Ja, den hat er auch mit einem schönen Pfeil und Bogen gemacht. Aber gut, man kennt den Bogen auch ein bisschen auflösen. Ne?
kann man sich auf jeden Fall mal aufschreiben. Das will man nämlich auch gleich ausprobieren. Das macht schon jetzt ganz gut eigentlich. Mm. Also man kann die Gargoyles dort unten scheinbar mit dem Pfeil vorziehen. Da muss man doch schon mal nicht den Steg runterlaufen. Aber die entscheidende Stelle ist hier halt erst später. So, dann kann man die mit Pfeile kaputt machen. So. Wie hat er die andere Drache gemacht? Na gut. Der kämpft dann mit der Hellebarde. Ne? Und die andere zwei Drache lässt er gerade links leihen. Und dann rennt er da hoch. Ja. Ähnlich wie ich das auch gemacht habe. Jetzt scheint er dort zu warten, bis die aufhören, also bis die ihr Aggro verliere. Und dann wird er dann auch mit dem Pfeil irgendwie schießen, ne? Wie hat denn das jetzt gemacht? Hat er quasi Pfeil geschossen? Gut, wahrscheinlich nur um den du bis jetzt abzulenken. Ja, aber das funktioniert bei mir aber nicht. Ich zeige euch jetzt, was er gemacht hat, und dann gehe ich dabei drauf. So. Der Dogoles ist schon mal da hochgegangen. Ey, jetzt erzähl mal nicht, ich hätte keine Pfeile mehr. Also der hat den da unten kaputt gemacht. Dann ist er da her. Hat er da Pfeil angeschossen. Und dadurch hat er die quasi nur vorne gezogen. Das ist schon mal ganz gut.
So, der Ain, der hat Freitod gemacht. Gut, wir haben jetzt nicht so viele Pfeile, deswegen müssen wir jetzt die Geschichte nur so angehen. So, das war ein guter Hinweis. Ich hatte mal nämlich aufgeschrieben, mit einem schweren Angriff soll ich die machen, ist auch viel einfacher. So, jetzt rennen wir da hoch. Gehen so um die Ecke. Rennen weiter hoch. So, gehe hier hin. Jetzt weiß ich auch, warum der den anderen, der hat ihn quasi gerade so mit dem Pfeil, glaube ich, so einen halben Zentimeter vorgezogen, damit der nicht von hinten ins Kreuz schießen kann. Passiert mir in meinem tatsächlichen Rand übrigens nicht, dass ich hier genug Pfeile habe. So, jetzt rennen wir da trotzdem hoch. Ja, dann warten wir, bis ich die Akku verliere. Und dann gucken wir, ob man den linke, ach so, Zentimeter vorgezogen kriegt, dass der uns das aber nicht ins Kreuz schießt. Das ist der Fehler auch gar nicht viel, ne? Ja gut, der hat das so schon relativ gut getimt, ne? Hat so quasi so die richtige, der richtige Pfeiler hier, das hat er schon ganz gut gemacht. So, ne? Das funktioniert bei mir jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, so muss man das halt wahrscheinlich einfach machen. Ne?
Was? Du, ist wohl was schiefgegangen jetzt, hä? Du steht doch, das ist aber doch die richtig, du 17. Ja gut, ist halt auch abgestürzt, ne? Darf man nicht verkennen. Und die 16 tut er die wenigstens vernünftig laden. Ne, guck, der tut jetzt quasi immer hergehen. Warum auch immer. Naja, komm, wir machen die komische Rondellfalter jetzt nur noch einmal. Komisch irgendwie, ne? Dass er. Hatte ich doch vorhin. Ja, du warst aber auch nicht gestoppt, ne? Ich probiere es trotzdem jetzt nur Modene ein bisschen vorzuziehen. Hat er den irgendwie gepult, dass der in die falsche Richtung schießt? Eigentlich easy peasy, ne? Eigentlich echt easy peasy. Dann ist hier das Leuchtfeuer. War hier Gegner, jo. Hier in dem Raum ist irgendwie. War das so drüber, wo man den Kamin kaputt machen konnte? Ne, das ist gar keine Art hier mehr. Ich hatte gedacht, da wäre irgendwo so Geheimgang gewesen.
falsch abgespeichert. Hier war doch auch noch Indication. Na, da war noch so bullig. Auch noch gut zu erreichen sein. Hier dann wahrscheinlich, ne? So, und hier konnte man dann runtergehen. War das dann hier, wo man im Habe seine Rüstung geht, oder wie war das? Das wäre komisch echt. Der ist schon da, ne? Jo. Habe. 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 Mimik. Jetzt war hier, glaube ich, stark. Dann ist es hier hochgegangen. Da war da bestimmt auch noch ein Gegner, oder? Noch ein Mimik. Nein, das war der falsche Knopf. Den wollte ich drücken. Für was hat er die Silbermünze nochmal gebraucht? Goldmünze, geil. Hat man ja immer so gute Goldpreise nochmal angeguckt. Der war jetzt zuletzt gefallen, jetzt ist er glaube ich wieder so ein bisschen am Hochgehen. Wäre wahrscheinlich nur eine gute Gelegenheit gewesen, zu haben. Weil eigentlich habe ich gedacht, mich würde interessieren, so wie in den Filmen, ne? Da gibt es ja quasi immer diese Kilobarre, was so einer kostet. Da habe ich gedacht, ja stark, das kann ich mir schon mal nicht leisten. Was Komisches war in dem Raum, aber ach. Jetzt weiß ich ja wieder was.
geht's jetzt? Ah, jetzt geht's dort hoch. Okay, aber da unten, da ging's doch auch noch irgendwie rein, oder? Dann konnten wir zumindest noch hier weiter hochgehen. Genau, hier waren noch Türe. Die hier. Weiß ich jetzt nicht so genau. Und die ging, glaube ich, zum Titanit. Jo. Ah, den habe ich nicht gesehen. Die für überschaubar gut, wenn man ehrlich ist. Da gibt es ja gar keine Wege mehr. Gibt's hier? Gibt's aber auch keine mehr. Das ist quasi nur so ein Teaser. Ach guck, hier komme ich ja auch gar nicht hoch. Ich glaube, das war irgendwie, da muss man zuerst dorthin hoch und dann ist man irgendwie wieder runtergekommen, dann ist man quasi hier die Paralleltreppe wieder runter oder so irgendwie. Auch noch in extra liegen. Der jetzt an. So. Und dann ging es hier, glaube ich, runter zum Zwiebelritter. Wow, mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich muss halt fairerweise sagen, 12M ist schon ein bisschen assi. Ja, das war jetzt klar, ne? Da hätte ich müssen gleiche Menschlichkeit dazwischen nehmen. Aber gut, ihr Leid. Steht an, das reicht für heute noch immer. Wir haben eigentlich bis wir da waren und die uns von wo auch immer mit dem Pfeil von der Brücke runtergeschossen haben. Bis dorthin sind wir ja eigentlich relativ gut durchgekommen. Wir wissen, wie wir ohne das Rondell grob machen können. Theoretisch haben wir auch die Taktik für oben den Ritter parat. Und am Montag,
übe mir noch mal die Gargoyles und dann lege ich mir Taktik zurecht. Und dann kann es eigentlich losgehen, ne? Ich wollte eigentlich schon noch so auf Instagram oder so ein kleiner Teaser hochladen. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich wahrscheinlich jetzt nicht die allergrößte Zeit, da was zusammen zu schnippeln. Vor allem wäre es halt geil, aus dem No Death Run so ein paar Clips dann da drin zu bauen, aber da müsst ihr mich jetzt erst raussuchen. Das dauert ja allein schon mindestens eine Woche. Naja, gut, also zumindest bei meiner Geschwindigkeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Abend. Vielleicht guckt ihr ja Deutschland um 10. Bin mal gespannt. Normalerweise müsste das machbar sind. Und dann wünsche ich euch natürlich auch noch einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns am Montagabend wieder. Ne? Bis dann. Tschüssi.